Alhamdulillah, ich habe darüber geredet, mit Beweisen von Koran und Sunna, über Terrorismus. Ich habe gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was unser Maßstab ist, verboten hat, Frauen zu töten, Kinder zu töten, Greise zu töten, Mönche zu töten, im Kriegsfall. Was ist erst im Friedensfall mit gezielten Angriffen auf diese Personengruppe? Das habe ich gesagt. Dann habe ich gesprochen über Zwangsheirat. Dann habe ich gesagt, Islam ist die einzige Religion, wo es einen gezielten Text gibt, der Zwangsheirat verbietet. Erst auf der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ يُزَوِّجُ إِبْنَتَهُ فَلْيَسْتَمِرْهَا. Wenn jemand seine Tochter verheiraten will, dann darf er es nicht machen ohne die Erlaubnis. Eine Frau kommt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und beschwert sich, dass ihre Eltern sie ohne ihren Willen verheiratet haben. Der Prophet annulliert die Ehe. Das heißt, das ist nicht gültig. Das ist ein Text aus dem Islam. Ich habe an diesem Tag davon geredet, dass Genitalverstümmelung, wie es in einigen arabischen Ländern bei Muslimen und Christen vorkommt, eine Körperverletzung ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, La darara wa la dira. Sich nicht selber schaden und keinen anderen schädigen. Ich habe an diesem Tag darüber geredet, dass diese Ehrenmorde in Berlin absolut nichts mit Islam zu tun haben, sondern verboten ist und dass Islam das verneint und verabscheut und tadelt. Was stand nachher in der Zeitung? Kein Ton davon. Kein Ton. Es stand nochmal da, der mysteriöse Islamlehrer. Wie versucht man den Menschen ein falsches Licht zu bringen? Einen anderen Vortrag mache ich in Regensburg an der Universität, Subhanallah, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine Woche haben sie gebraucht, um irgendwas zu finden. Weil sie haben nichts gefunden, haben sie gesucht. Erstmal alle Videos angucken, vielleicht hat er doch irgendwas gesagt. Dann stand da drin, islamischer Prediger links zur Anti-Israel-Szene, zu Hisbollah und Hamas. Subhanallah. Ach, du hast eine Woche gebraucht, um rauszukriegen, dass ich nichts damit zu tun habe, dass du es dann trotzdem reinschreibst. MashaAllah, wenn man nichts findet, erfindet man was. Alhamdulillah. Das heißt, das ist die erste Quelle, Medien. Und wir sehen, was die Medien erreicht haben, und ich sage es ganz klar. Im letzten Jahr ist die Quote von rechtsradikaler Gewalt in Deutschland um 18% gestiegen. Und ich sage dir eins, wenn es weiter so geht, heute die Zeit ist reif. Dreh die Zeit zurück, 8. November 1938. Glaub es mir, wenn heute gesagt wird, ich glaube nicht, dass gesagt wird, die Regierung ist nicht dazu in der Lage und die Regierung wird das nicht sagen, aber es geht um das Bewusstsein. Wenn heute gesagt werden wird, zerstört die Moscheen der Muslime, zerstört die muslimischen Läden, glaub es mir, dann werden viele Moscheen in Flammen stehen. So wie es im 8. November 1938 in der Reichskristallnacht passiert ist. Und deswegen wartet man nur auf die Zündung. Wie damals. Wie hieß dieser polnische jüdische Student, der den Botschafter umgebracht hat? In Paris. Ich habe den Namen vergessen. Das war ein Berechtigungsgrund. Deswegen sage ich an alle Muslime, auch wenn ich nicht glaube, dass hier jemand ist, der diese Gedanken im Kopf hat. Wenn jemand vorhat, hier irgendwas mit Gewalt zu tun, dann soll er daran denken, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, im Kriegsfall Frauen, Männer, Kinder, Mönche, die sich gerade mit einer anderen Religion beschäftigen, aber nicht an der Kriegshandlung beteiligen, zu töten. Und dass du den Islam damit und deine muslimischen Brüder werden die Opfer sein. Das wollte ich nur am Anfang gesagt haben.